Haut mam Jacques van Divenit vu PwC no der Consumer a User Experience geht haut immer mehr jetzt vun der Employee Experience, rekelt den Employee dann lo nees méi an der Mittelpunkt. Et gesäit ganze so aus. Bei der Employee Experience geht et Altberehrungspunkten tëcht dem Betrieb as engem Maderbechter. Der Maderbechter soll immer an den Mittelpunkt von allen Aktivitäten gesät gin, as eng Entwicklung durch neu innovativ Erbesmethoden aktiv geriert an unterstützt gin. D'Objektiv vun dieser mé gezielter Gestion ass der Maderbechter seg Employee Experience, also sein Alldach vom 1. bis der letzten Erbestag positiv zu gestalten. Dat heescht heiers de Personalbüro gefordert. Das ist richtig. Ein gutes Beispiel wie die Employee Experience kann verbessert gehen als durch Digitalisierung. Sie verändert, wie man zusammen schaffen, aber nicht kommunizieren. Wir natürlich auch, wie ein Employee kann geriert und enkadriert gehen. Dadurch kommen viele Veränderungen auf den Employee durch und Betriebe müssen dafür sorgen, dass sie das Transformation gut hinkriegen. Und da ist das Departement von der Ressources Humaines ein wichtiger Akteur, den an der Tisch noch viel mehr strategisch Rolle hat. An einer rezenter PwC-Etude bestätigen 80% von den Firmenresponsablen, dass die Personalaktionen an der Firmenstrategie integriert sind, an der Mittelpunkt von den Transformationsprojekten von den Betrieben stehen. Wie pratt sind als Betrieber an Haut? Die Ressources Humaines und Betriebe am großen Ganzen zu Lützeburg sind sich den neuen Herausforderungen schon bewusst, mit nur 6% von den Befragten sind der Meinung, dass ihre Betriebe eine starke digitale Maturität hat. Die 60% so sogar, dass sie noch gar keine Digital Agenda haben. Da bleibt also noch genug Luft nach oben für die Digitalisierung und damit auch die Employee Experience zu optimisieren.